Grüße miteinander, ich werde euch da gerne vorlesen, Psalmen auf Berndeutsch vom Berchtold Haller Verlag, der Psalm 37 vom David. Reg dich nicht auf über die Bösen. Ereifere dich nicht über die ungerecht tun. So gleitig wie das Gras verdürren sie ja. Werde schlampig wie das grüne Kraut. Hab Vertrauen zum Herr und mach gern das Gute. Bleib hier im Land und stand zu dir treu. Hab Freude, dass der Herr da ist. Der gibt er dir, was dein Herz begehrt. Überlass die Weg am Herr, hab Vertrauen zu ihm. Verlass dich auf ihn, er wird's schon recht tun. Er macht, dass die Gerechtigkeit aufleuchtet wie das Licht und dies Recht wie die Sonne am Mittag. Bist still vorm Herr und wart, bis er kommt. Reg dich nicht auf, wenn jemandem alles gelingt. Und nicht über jemanden, wo Krämpfli trägt. Lass Täube fahren, vergiss die Ärger. Reg dich nicht auf, das kommt nie gut. Die Unrecht tun, gehen ja zugrunde. Die sich auf den Herr verlassen, denen gehört das Land. Noch ein kurzes Zeitchen, dann ist es aus mit den Gottlosen. Wenn du auf den Platz schaust, ist er nie mehr da. Dann kommen die Armen in Besitz vom Land und freuen sich über ihr grosses Glück. Der Gottlose planet Schlimmes gegen Gerecht und kroset mit den Zähnen gegen ihn. Aber der Herr lachet nur über ihn, weil er sieht, dass sein Tag kommt. Schon ziehen die Gottlosen das Schwert und spannen den Bogen, für ein Arm und Elend zu bodigen, für die zu ermorden, wo ihren Weg aufrichtig gangen. Aber ihr Schwert fährt ihnen ins eigene Herz und ihre Pfeilbögen verklemmt. Das bisschen Besitz vom Gerechten ist mehr wert, weder der Gottlose ihren grossen Haufen. Der Gottlose ihre Arme brächt, aber die Gerechten stützt der Herr. Der Herr kennt die Tage der Menschen ohne Fehler. Ihres Erb bleibt ihnen erhalten für Gäng. Sie gangen nicht Schand in bösen Zeiten. Und in den Tagen vom Hunger essen sie genug. Die Gottlosen kommen und finden vom Herr. Sie vergangen wie bläuige Matten. In Rauch gangen sie auf. Der Gottlos erlädt Geld und zahlt es nicht zurück. Aber der Gerechte ist gütig und gibt. Die, wo der Herr segnet, kommen in Besitz vom Land. Aber die, wo er verflucht, kommen Der Herr leitet die Schritte vom Mensch. Er nimmt den an der Hand, wo sein Weg ihm gefällt. Und wenn er stoggelt, fällt er doch nicht, weil ihn der Herr fest an der Hand hat. Ich bin jung und bin alt geworden, aber nie habe ich es erlebt,
dass man einen Gerechten allein lässt und dass seine Kinder müssen betteln um Brot. Alltag ist er gütig und er lehnt den anderen sein Geld. Und seine Kinder müssen nicht betteln um Brot. Seine Kinder sind ein wahrer Segen. Drum lass das Böse fahren und tu nur Gutes. Dann kannst du hier bleiben für Gänge. Das Gerecht ist am Herr lieb. Die an ihn glauben, lässt er nie im Stich. Er behütet sie auf ewig. Aber der Gottlos, ihre Kinder, gehen zugrunde. Die Gerechten sind im Besitz vom Land. Sie wohnen dort auf ewig. Wenn der Gerechte redet, dann sagt er etwas Gescheites. Und seine Zunge sagt das Rechte. In seinem Herz ist Gottes Weisung. Und seine Schritte gehen geradeaus. Der Gottlos lauert am Gerechten auf. Er geht darauf aus, nicht zu töten. Aber der Herr überlässt ihn nicht seiner Gewalt. Er macht, dass er nicht verurteilt wird vor dem Gericht. Hoff auf den Herr und heb dich an seinen Weg. Dann stellt er dich zu den Ersten, wo in Besitz kommen vom Land. Ich habe einen Gottlosen gesehen, einen rücksichtslosen Gewaltmensch. Der hat sich hoch aufgestreckt wie eine Libanon-Zeder. Wo ich wieder vorbeigegangen bin, ist er nicht mehr da gewesen. Ich habe ihn gesucht, aber nie mehr gefunden. Bleib fromm und anständig. Sättigen geht's gut auch in der Zukunft. Die von Gott abgefallen sind, gehen alle zugrunde. Die Gottlosen erwarten Untergang. Aber der Gerechten verspricht der Herr seine Hilfe. Er ist ihre Zuflucht in der Zeit der Not. Der Herr hilft ihnen und rettet sie. Er rettet sie vor den Gottlosen und hilft ihnen, weil sie ihm vertrauen.